So, neuer Tag, neues Glück. Wir machen also fertig am Wohnzimmer. Heute eine neue Kulisse aus den Toiletten. Heute das Ziel, die 3 Zinnen. Das sind 3 Big Burger. Ich kann euch da drin abblenden. Wie gesagt, 6 Stunden Hike geht's auch an. Wir müssen noch ein bisschen essen, Kaffee gehen, für auf den Hike mitzuhören. Weil ich meine, geht's auch. Geht kein easy Hike. Passt du bereit, Sarah? Für unseren Hike. Are you ready for it? Weiß nicht. Weißt du nicht? Muss. So, wie all da am Camping muss ich halt im Dachzelt zumachen. Und die Leute ist das ja immer relativ sehr gegangen. Die schaut man da drin relativ sehr. Guck du mal, wir sehen Dachzelt, und boom! Campinghall geschlafen. Und die Camping ist komplett verlassen. Da sieht so, sind überall so kleine Häuser. Und da haben sie danach. Aber die sehen alle, das kennt du, noch kein Mensch gesehen. Auch der Proprietär hatte Schuss im Handy. Und er sagt, ja, park der Schuh der Welt. Wir schon noch immer nicht gesehen, das ist schon noch nicht bezahlt. Gucken wir einen ab und da, ich rufe die Menschen an. Schalten nicht am Laufenden. Ich weiß nicht, wie meine Morgenroutine. Wir waschen aber als Zahn. Für mich immer viel Sarah. So. Sarah möchte ich auch noch fertig. Und dann gehe ich mal gucken, ob ich den Proprietär fand. Weil am Anfang wollte man noch bezahlen. Aber was machen wir, wenn er nicht da ist? Ich rufe ihn noch an. Und wenn er nicht zurückgeht, legen wir ihm 20 € an Briefwort. Ja, dann machen wir das halt. So, ich hatte den Proprietär am Telefon und anscheinend könnte ein Ruf. Ich warte aber auch schon seit 3-4 Minuten. Mal gucken. Ich bin gespannt. Mir habe bezahlt 25 €, das ist komplett okay. Ich habe meinem Mann ein bisschen geschwärzt über diesen Hike und ich so taut wäre den letzten Tag, weil du könnt halt nicht mehr nachgehen, den Rest von der Woche. Mir haut wäre noch gut für letzten Mal. Und heute konnte ich ein bisschen Englisch und ein bisschen Italienisch, also ich konnte mehr Italienisch wie Englisch. Und ich habe ein bisschen gesucht, also für Tipps gehen. Wir müssen noch ein bisschen Research machen, damit wir wissen, was wir machen. Und ja, wir haben einen wirklich schönen Tag noch heute. Die Sonne kommt auch raus. Dann kommen die Bier auch viel besser zur Geltung. Also wir haben unsere Research gemacht, wir haben noch das in Konsideration geholt, was der Mann uns gesagt hat. Nämlich hat er gesagt, dass also die Mautstraße ist ja zu, wegen dem Schnee anscheinend. Und er sagt, er wird keinen den innen parken und dann die Mautstraße herab trippeln. Dann haben wir okay, haben das ein bisschen geguckt. Das Problem ist, die Mautstraße ist 7 Kilometer lang. So, und so Mautstraßen, wie die für Auto gedört sind, sie wahrscheinlich ultra steep. Ja, also es geht fett Bier drauf. Du musst also 7 Kilometer trippeln, für danach den Hike zu machen, wo die normal Touristen machen im Sommer, wenn die Mautstraße oben ist. Also das heißt, wir haben auch ein bisschen mit ChatGPT ein bisschen geguckt. Und das war sowieso das, was wir schon geplant hatten. Nämlich, wir fangen um Fischlein-Parkplatz an. So, und das sind die Ideen, wo ich euch auch schon gezählt habe, die 3 Stunden für du hin und 3 Stunden für zurück. Ich habe auch ein YouTube-Video gesehen von einer Madame, die da 5 Stunden gemacht. Das heißt, das müsste alles klappen. So, das heißt, wir probieren das mal.
mir natürlich schon mal gesehen, okay, der tut gut nicht, dann drehen wir auch um. So, dann drehen wir um und dann machen wir den Hike halt nicht fertig. Aber das ist auch der letzte Tag, wo gut wird das, weil nur den Rest von der Woche regnet. Das heißt, man muss noch genau gucken, also noch Haut. Weil das hat für Regen lohnt es sich nach weiter zu fahren, andere Sachen zu machen oder fahren wir hin. Dann müssen wir halt keine 2 Wochen campen, wir waren eine Woche campen. Wir hatten noch mal dann eine ganz flotte Woche mit gutem Wetter, weil so eine Schreen am Camping, das ist kein guter Kollege, dann ist alles nass. Also es fängt dann an miserable zu gehen. Der Test muss wirklich gut evaluiert werden, was wir die nächste Tag machen. Wir sind im Moment ungefähr 12 Stunden von Asch von Lützeburg weg. Das heißt, wir brauchen sowieso ob man 2 Tage für hin. Und ja, das heißt, wir können in NRW nach Sachen gucken noch. Ob er dann Österreich ist oder was auch immer der Weg ist für hin. Wir müssen das auch nicht in Italien nach lang entlang ziehen, dem Weg. So. Wie so oft muss man tanken. Tank ist bei weitem eine Stadt, wo man am meisten so müssen ausgehen. Aber wenn ihr gut aufpasst, kriegt ihr aber gut Deals. Also auch immer ein bisschen aufpassen auf den Preis. Wir haben heute schon Tankstelle gesehen für 2 Euro der Liter, da ist 1,60 Euro der Liter gewesen, das ist mir voll gemäht. In Slowenien hat man, oder in Österreich hat man auch oft für 1,80 Euro, 1,70 Euro oder 1,60 Euro. Wir hatten aber für die letzte 1,48 Euro gefunden und da muss ich direkt profitieren und voll machen. Wir machen also auf den Weg Richtung 13, ob man es mangeln muss. Wir haben noch kein richtiges Schild gesehen. Wir anscheinend ist es die Route 102, wo man andrücken muss. Und anscheinend soll er doch gut beschildert sein. Aber ich bin gespannt. Auf jeden Fall, auch wenn wir nicht bei die 13 kommen, ich denke trotzdem ein schöner Hike. Also er fängt schon einmal den an, das heißt, so viel kann ich eigentlich nicht wirklich falsch machen. So, wir machen also echt Pause. Den ersten Steg war schon sauer, weil das Eis im Boden. Aber wir haben keinen Picken. Wir haben schon ein paar Leute mit Picken gesehen und mit Engeln. Das hilft bestimmt ganz gut. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wie ist ja krass auch heil. Wir gehen also bald voll mehr. Wir probieren mal. Also Leute. Wir haben ins Pech gehen. Leider sieht der Weg so aus. Das war ja alles spontan geplant. Wir haben das notwendige Equipment nicht dafür. Weil wir haben schon probiert, ein bisschen rauf zu trippeln und wir rutschen einfach ist. Das heißt, es okay wert, noch 2 Stunden weiter zu trippeln. Sonst sind wir nach um 9 Uhr oben. Das heißt, wir müssen eine Mario Kart Strategie machen, Sarah weiß denke ich 4. Erstens den Outfit, du musst halt über eine Knoten und dann in den Zoo sippen. Ja. Und dann rutscht der. Und dann mit der Rehjacket, immer schön kontrolliert, die Bierchen drauf. Weil ich meine, bei einer anderen Art und Weise. Das ist so schwer zu bremsen. Kriegen wir das nicht hin. Der sieht, ist schon noch den Outfit. Und ich packe alles an. Und dann spielen wir ein bisschen Mario Kart heute Bier drauf. Nicht das, was man wollte, aber egal. Adventure ist Adventure. Der will sich für nichts zu schwitzen. So, Sarah. Let's go. Ball wie Schlitten. So Leute, macht das tut nicht noch. Okay, wir gehen dann ein bisschen wieder drauf. Der Öfen war am krassesten, aber der Öfen kann den Spalt nicht inhalen. Ja, aber schon gut. So, noch ein paar Rutschpartien.
sind wir normale Böden mit Tröppel zurück. Und da muss man gucken, was wir machen, weil der ist noch relativ jung. Und ja, tut trotzdem Spaß gemacht. Right? War flott. Wir kommen sicher noch ein Kehr rein. Und dann machen wir den Hike. So, we are back